Das Thema Zerbruch, das Thema Durchbruch. Wir sind da unterwegs und es ist ein Thema, das super passt, gerade heute Morgen, gerade auch für mich. Ich muss euch das kurz erzählen. Ich bin gestern Abend bei mir im Bett gelegen daheim und kurz vor dem Einschlafen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, wie kommt das morgen raus? Wir haben, Janine hat, meine Frau ist da für den Lobpreis bereit. Sie hat probiert heute Morgen. Ich bin für die Predigt, brauche ein bisschen Zeit, um mich bereit zu machen. Wir haben organisiert, jemanden, der für unsere 3 Kinder schaut am Sonntagmorgen, dass wir bereit sind für den Gottesdienst. Wir haben das kurzfristig umplanen aus verschiedenen Gründen und ich habe gedacht, ja easy, wir sind super stark, wir packeln das kommt super gut raus. Irgendwie managen wir das schon am Sonntagmorgen. Und dann gestern Abend ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, dass ja Zeitumstellung ist. Also auch herzlich willkommen alle im Livestream, die eine Stunde später das schauen. Und dann habe ich gedacht, oh, wie kommt das raus morgen Morgen? Wir haben da unsere Verpflichtungen, unsere Kinder werden müde sein. Irgendwie müssen wir alle zur rechten Zeit am richtigen Ort sein. Irgendwie brauchen wir aber alle auch noch Zeit, um das vorzubereiten. Und es ist einfach in meinem Kopf nicht mehr aufgegangen. Und dann ist mir der Text und die Predigt von heute in den Sinn gekommen. Und es hat gewirkt. Es war super. Wir haben gebetet miteinander, ich habe mit meiner Frau gebetet, wir haben geschlafen. Ich habe geschlafen wie ein, wie sagt man dem? Wie ein Baby, genau. Es war super. Und der Text, der mir in den Sinn kam, ist das Thema von heute, so ein Moment von der Schwachheit, so die Vorstellung von einem perfekt vorbereiteten Gottesdienst, ist in dem Moment wie einfach zerbrochen gewesen. Ich habe nicht gewusst, wie es am besten geht, überhaupt, wie das Ganze rauskommt. Es ist einigermaßen gut gegangen bis jetzt. Aber ich habe in dem Moment gewusst, das ist für Gott gar kein Problem. Gott kennt unsere Schwachheiten. Gott kennt unsere perfekten Idealvorstellungen, er kennt unsere Zerbrüche. Er weiß, wie er mit unseren Scherbenhäufen umgehen kann. Und Gott kann etwas Wunderbares daraus machen. Das habe ich schon gestern Abend erleben. Und darum der Text, den wir heute miteinander anschauen, ich glaube, wir kennen alles so einen Moment. Oder? Da tun wir etwas vorbereiten, haben unsere perfekte Vorstellung und es zerbricht an etwas. Man wird krank. Es gibt auch grosse Zerbrüche im Leben. Moment von Schwachheit. Wenn man auf die Bühne raufkommt und denkt, jetzt wenn wir zusammen etwas machen für den Gottesdienst, dann fühlt man sich einfach schwach. Weil man kann das gar nicht, man kann nicht geistliche Sachen machen. Aber Gott kann das. Er ist der Profi da drin, aus unseren menschlichen Schwachheiten einen Durchbruch schenken und etwas Gutes machen. Und da wollen wir auch miteinander in das Thema eintauchen. Es ist so ein guter Text, der so direkt und ganz ehrlich, wie er einfach berichtet. Das ist da die Situation von Paulus. Wir gehen in den gleichen Brief hinein, wo wir schon unterwegs sind. 2. Korinther. Gehen wir ins Kapitel 12 hinein. Und die Korinther, die haben an Paulus vorgeworfen. Sie haben gesagt, hey, jetzt bist du da hingekommen, hast die Kirche gegründet, aber da hat es andere, die kommen, die sind viel grösser als du. Die haben Offenbarungen, Prophezeiungen und du tust da immer so bescheiden und so klein. Bei dir ist gar nichts spürbar, da ist gar keine Kraft sichtbar. Was ist denn da los? Und der Paulus schreibt ihnen, hey Leute, ich könnte schon bluffen. Ich könnte mich schon rühmen von gewaltigen Sachen, von Offenbarungen. Er schreibt da, wo er überall entrückt worden ist und so, aber er schreibt sehr zurückhaltend. Und man merkt, dass der Paulus das nicht in den Vordergrund stellen will, als seine geistlichen Errungenschaften, die er erlebt hat. Sondern er schreibt, ich tue mich nicht von diesen Sachen rühmen. Sondern irgendwie hat der Paulus etwas gelernt in seinem Leben und teilt das da an dieser Stelle mit den Korinther. Und das werden wir zusammen lesen. Es ist sehr eindrücklich. 2. Korinther 12, ich fange an im Vers 6, kann man gerne mitlesen, dort, wenn ihr es auch bei euch parat habt. Das schreibt der Paulus, denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Also mit anderen Worten, ich hätte genug Gründe, zu mich zu rühmen. Es wäre die Wahrheit, ich würde nicht lügen oder so. Dann sagt er, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denkt, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Also der Paulus hat so Offenbarungen gehabt und für ihn ist das etwas absolut Unglaubliches. Er schreibt, dass es so krass ist, dass es Worte sind, die er menschlich gar nicht weitergeben kann, gar nicht weitergeben sollte, dass das Menschliche übersteigt.
Und ich stelle mir so den Paulus vor, vielleicht wäre es ihm so gegangen, dass er gerne vorgestanden wäre und erzählt hätte von seinen geistlichen Errungenschaften und von den Prophetien und von den Offenbarungen und so weiter. Weil mir geht es manchmal auch so. Ich stehe am liebsten an und erzähle euch alles, was Gott Krasses tut und die riesigen Storys. Und manchmal gibt es mehr andere Geschichten. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, es ist in unserer Gesellschaft eigentlich ganz normal, dass man vor allem die Seiten von sich zeigt, die gut sind, die glänzen, die erfolgreich sind. Und dann selten, dass man ansteht und sagt, hey, heute habe ich einen richtigen Zerbruch erlebt und man erzählt es und tut seine ganze Schwachheit zeigen. Das gibt es fast nicht. Egal, was das für eine Art von Zerbruch ist. Und bei den Korinthern ist das aber offensichtlich genau das Gleiche gewesen. Die sind auch angestanden und haben prahlt und haben sich gerühmt, was sie alles für krasse Sachen haben. Wir haben vor einer Zeit zusammen auch gelesen im 1. Korintherbrief und haben da gemerkt, wie stolz sie sind auf ihre Prophetien und auf ihre Sprachenrede und weiss auch nicht, was für wilde Geschichten. Und der Paulus hat sich ein bisschen auf den Boden abholen. Und offensichtlich hat das bei den Korinthern dazu geführt, dass Prahlen und dass sich rühmen, dass andere Sachen passiert sind, die nicht gut waren. Dass Menschen wie zurückgebunden worden sind, dass andere schlecht gemacht worden sind, dass man sich übereinander erhebt hat, dass man sich nicht geliebt hat. Und Paulus sagt, so ist es bei mir nicht. Ich hätte zwar alle möglichen Gründe, um mich zu rühmen, aber es gibt etwas anderes da. Und das ist ein interessantes Beispiel von Paulus. Wir lesen da gerade weiter. Er schreibt dann, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel oder ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt. Jetzt wird der Paulus persönlich. Er schreibt, dass es offensichtlich etwas gibt in seinem Leben, wo ihn trifft. Er beschreibt es da wie ein Dorn fürs Fleisch. Man hat sich schon viele Überlegungen gemacht, von was der Paulus da schreibt, für was für Schmerzen, für was für einen Zerbruch, für was für Wunden. Die einen denken, es könnte etwas mit Krankheiten zu tun haben, vielleicht sogar Blindheit oder so Sachen, körperliche Schwachheit. Andere sagen, es könnte zu tun haben mit Angriffen, mit Anfechtungen. Andere sagen, vielleicht hat es zu tun mit dem Paulus in ihrer Biografie, dass er immer wieder von Menschen ganz schlecht behandelt worden ist. Aus Städten rausgerührt wurde, mehrmals gesteinigt, ins Gefängnis geworfen und was man alles auch noch davon lesen. Wenn man das liest, wird einem vor allem etwas klar. Der Paulus will nicht sagen, was es war. Aber er ist sehr ehrlich und sagt, es gibt etwas da in meinem Leben. Und das ist wie ein Dorn, wie ein Stachel in meinem Fleisch. Es schmerzt mich, es greift mich an, es macht mich schwach. Irgendwie interessant auch, dass er das zuordnet. Das sind irgendwelche böse, finstere Mächte, die das irgendwie bewirken. Und gleichzeitig ist es auch interessant, wenn er schreibt, dass es ihm gegeben ist. Gegeben. Das Wort, das da steht im Altgriechischen, könnte man auch übersetzen mit geschenkt. Und das passt irgendwie nicht ganz an dieser Stelle. Es wird einem so etwas noch geschenkt. Und dann fragt man sich ja, von wem? Und wenn man das liest, der ganze Abschnitt, wird einem klar, dass für den Paulus der das gibt, der das zulässt, der Paulus damit beschenkt, dass Gott das ist, der das in der Hand hat. Dass Gott das ist, der das ein Stück weit zulässt. Es kommt einem so die Geschichte vom Hiob im Sinn aus dem Alten Testament. Der Hiob, ein Mann, der sehr gottesfürchtig war und an Gott geglaubt hat. Und dann liest man im Alten Testament, wie Gott am Teufel, Satan, Macht gibt, dass er am Hiob alles wegnimmt, um seinen Glauben zu prüfen, um seinen Glauben auf die Probe zu stellen. Und das passiert dann auch. Und der Hiob muss Schreckliches erleiden. Und er diskutiert mit seinen Freunden, wo ist jetzt Gott, wieso lässt er das zu, wieso wirkt er das alles? Er kommt dazu ein paar ganz interessante Antworten. Beim Hiob ist es schön, sein Glaube tut sich als standfest erweisen. Und so ein bisschen ähnlich wirkt es da beim Paulus. Da ist irgendetwas, das macht ihm zu schaffen. Es ist ihm gegeben worden, es ist ihm geschenkt worden sogar. Und der Paulus schreibt das da, der Korinther sagt, hey, in meinem Leben gibt es etwas, das mich wirklich schwächt, das mich herausfordert, wo die Idealvorstellung, die ihr vielleicht habt vom Apostel, so zerbricht.
Und es ist interessant, wieso das überhaupt da ist. Also das sagt der Paulus ganz deutlich, damit ich mich nicht überhebe. Er hat schon am Anfang vom Vers gesagt, also der Paulus merkt, da ist etwas da in meinem Leben und es hat eine gewisse Funktion. Das ist noch interessant, dass der Paulus merkt, das hat einen Sinn. Es ist mir nicht gegeben, einfach zu mich quälen oder weiss auch nicht was, sondern damit ich mich nicht überhebe. Und jetzt können wir natürlich da sein und uns das mal so durch den Kopf gehen lassen. Der Paulus, die Bibel gut kennen, die wissen, der ist umeinander gezogen, er hat Gemeinden gegründet, er hat richtig Grosses gewirkt. Die meisten der Briefe im Neuen Testament sind von Paulus. Vielleicht denken wir jetzt, ja gut, hat Gott geschaut, dass sich der nicht überhebt. Ich meine, wenn der sich überhoben hätte und dann wäre der ganze Dienst hätte gar nicht mehr gewirkt, dann wäre er irgendwo abgestürzt, die Leute hätten gar nicht mehr auf ihn gehört. Ja, zum Glück ist das nicht passiert. Es ist wirklich gut, hat Gott geschaut, dass der Paulus sich nicht überhebt, bei all diesen Offenbarungen und so, die er hatte. Wenn wir für uns selber schauen, dann fällt es uns dann gleich manchmal nicht so leicht, zu denken, hey, Gott, könnte es sein, dass Gott gewisse Sachen in meinem Leben zulässt, wo mir selber Schmerzen bereitet, wo mir nicht wohl sind, wo für mich Schwachheit bedeutet, aber Gott will es für etwas Gutes brauchen? Könnte das sein? Kann es das geben? Für den Paulus ist das einmal klar gewesen. Und an dieser Stelle finde ich das auch wichtig, dass man darüber nachdenkt, woher kommt überhaupt der Zerbruch in unserem Leben. Der Paulus sagt, das ist geschenkt. Gott lässt es zu. Ja, wieso gibt es denn das überhaupt? Tut Gott extra so Sachen schicken zu uns, damit es irgendwie uns schlechter geht oder so? Ich glaube, es ist wichtig, dass man an dieser Stelle schaut, wirklich, wo kommt das her, das Ganze mit dem Zerbruch, mit dieser Schwachheit. Und wenn man da schaut, dann gibt es in der Bibel eine Geschichte, wo eigentlich so der Urzerbruch uns beschreibt, wo das alles angefangen hat. Der erste große Zerbruch, den es gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Das ist ganz am Anfang in der Bibel. Das ist ganz am Anfang, wenn man in die Geschichte hineinschaut, wie Gott die Menschen erschaffen hat. Wir lesen da, wie er einen wunderbaren Garten, das Paradies gemacht hat. Er hat die Menschen da hineingestellt, hat ihnen wunderbar vieles geschenkt. Sie haben dort einen Baum vom Leben, wo sie davon essen konnten. Sie haben den Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös, wo Gott ihnen gesagt hat, von dem sollen sie nicht essen. Also wenn ich das lese, dann stelle ich mir das vor, die haben nicht einmal eine Ahnung gehabt, was echt böse ist. Die haben die Erkenntnis gar nicht gehabt, die haben nicht von dem Baum gegessen. Die haben gelebt in der Beziehung, in der Nähe mit Gott zusammen. Sie haben gelebt in der Nähe und Beziehung zueinander. Es hat keinen Zerbruch gegeben. Es war super. Es war so, wie wir es uns ideal vorstellen. Also eigentlich ins Paradies würden wir, glaube ich, alle gerne gehen. Und nicht einmal eine Ahnung davon, dass es etwas Böses gibt. Okay, aber was das könnte sein? Haben sie keinen Plan gehabt. Bis zu einem Moment. Bis zu dem Moment, wo sie sich entschieden haben, wir wollen die Beziehung zu Gott brechen. Und sie sind zu dem Baum gegangen, von dieser Frucht gegessen, und in dem Moment haben sie gewusst, was böse ist. Und das Böse, Zerbruch, das Schlechte, Schmerz, Leid, Krankheit, all das ist in dem Moment in die Geschichte der Menschen hineingekommen, in die Welt hineingekommen. Das ist der erste grosse Zerbruch. Als allererstes war ein Zerbruch mit Gott. Echt der Urzerbruch zwischen den Menschen und zwischen Gott. Die Menschen, die sagen, Gott, wir wollen es besser wissen als du. Gott, wir wollen nicht auf dich schauen. Wir wollen uns nicht an dir orientieren. Der erste Zerbruch, den der Mensch hatte, war der Bruch zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und das ist der Zerbruch, der bis heute uns Menschen beschäftigt. Ich weiss nicht, wenn du jetzt da zuhörst, ob du sagst, hey, du kennst Gott mega gut, oder im Gegenteil, du bist mega weit weg von Gott. Aber es gibt so viele Leute, die fühlen sich wirklich sehr distanziert von Gott. Als wäre ein grosser Graben zwischen ihnen, ein grosser Zerbruch. Es gibt so viele Menschen, die denken, Gott ist irgendwo weit weg. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Oder dann auch bewusst die Entscheidung, ich bin gleichgültig gegenüber Gott. Wenn es irgendwo einen Gott gibt, soll er selber schauen, was er macht. Ich interessiere mich nicht für ihn. So ein Gedanke vielleicht, wo wir alle auch ein Stück weit kennen. Ein Urzerbruch, der stattgefunden hat zwischen den Menschen und zwischen Gott, der bis heute wirkt. Im Leben von jedem Menschen. Und wo dann auch Auswirkungen hat für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Erste, was passiert ist dann, der Adam ist nicht angestanden und gesagt, Gott, es tut mir leid für den Zerbruch. Und er hat gesagt, Gott, du bist schuld. Du hast mir doch die Frau da gegeben. Müssen wir mal lesen gehen. Das hat und die Frau, die Schlange da.
Die ist die Schuld. Das Erste, was passiert ist, sie haben sich angefangen, Schuld zuweisen. Der andere ist die Schuld. Der. Verantwortung abschieben. Das Zweite, was passiert ist, oh, ich habe ja gar keine Kleider an. Dann haben sie sich gröber angefangen zu schämen. Dann haben sie plötzlich Angst bekommen von Gott. Sie sind ins Gebüsch sich verstecken, als würde Gott sie dort nicht sehen. Das sind die Folgen von diesem Zerbruch. Verstecken von Gott, weggehen von Gott, auf Distanz gehen, anderen nicht die Schuld geben, keine Verantwortung übernehmen, Scham. Wie stehe ich da vor einem anderen? Oh! Das sind die Folgen. Das spüren wir bis heute. Jeder kennt so einen Moment. Sich verstecken von Gott. Auf Distanz gehen. Anderen Menschen die Schuld geben. Ich denke gerade oft, wenn ich mit Leuten über den Glauben rede. Ich bin vor 3 Wochen in Deutschland und sind jeden Tag auf der Straße mit den Leuten über den Glauben reden, mit Leuten, die eigentlich überhaupt nichts mit Gott am Hut haben. Und etwas, was ich immer wieder höre, ja, die anderen sind schuld. Gott würde mich vielleicht schon noch interessieren, aber Kille hat so viel Schlechtes gemacht. Ja, Gott wäre vielleicht schon irgendwo, aber solange da irgendwie ein Missbrauch gibt und ein Kreuzzug und immer auf den anderen zeigen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Immer die anderen sind schuld. Der Glaube, Gott, ja, wenn die dann mal würden, dann. Gott lädt uns ein, zum selber persönlich darüber nachzudenken, was zwischen uns und Gott steht. Und auch die zwischenmenschlichen Zerbrüche, also wenn wir uns heute überlegen, was gibt es für Zerbrüche im Leben, viele gibt es einfach aufgrund der gefallenen Schöpfung. Da kommt eine Krankheit ins Leben hinein, ein Traum zerbricht. Man hat sich gewünscht, eine Familie gründen. Traum zerbricht, man findet keinen Partner, man kann keine Kinder haben. Man wird krank, hat Einschränkungen, die man nie damit geplant hat. Ein Traum zerbricht. Es gibt ganz viele Zerbrüche, die einfach aufgrund der gefallenen Schöpfung stattfinden. Es gibt Zerbrüche, die stattfinden wegen dieser zwischenmenschlichen Spannungen, die es gegeben hat, wo andere Menschen einem etwas zufügen, wo Wunden hinterlassen, wo einen Zerbruch hinterlassen. Es gibt Zerbrüche, die stattfinden, einfach weil wir selber nicht gut mit uns umgehen. Wo wir selber, sage ich jetzt mal, wie verantwortlich sind. Charaktereigenschaften, Zorn und Wut, wo ich Raum gebe, wo ich sogar andere Menschen verletze, die auch einen Zerbruch in meinem eigenen Leben auslösen. Also wenn man da darüber redet, woher kommt Zerbruch, dann muss es wirklich klar sein, der Zerbruch ist nicht etwas, was zu Gottes gutem, ursprünglichen Plan gehört hat, sondern es ist etwas, wo wir Menschen uns von Gott distanziert haben und aufgrund von dem ist Zerbruch in die Welt hineingekommen. Und umso erstaunlicher, dass der Paulus sagt, Gott kann genau solche Zerbrüche brauchen, um etwas Gutes daraus zu machen. Also wenn ich über Gott nachdenke, wenn ich in der Bibel lese, dann wird mir dann Gott gezeigt, der nicht einfach alles wegräumt, sondern der das nimmt und etwas Gutes daraus macht, der es umformen kann, der, sage ich mal, aus dem Müll ein Kunstwerk kann machen. Und so schreibt es auch der Paulus, so erlebt auch er es. Jetzt können wir uns fragen, ja, wie macht denn er das? Wie geht er mit dem Ganzen um? Was hat das für Auswirkungen? Und er schreibt dann, das ist ganz interessant, um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Mit er meint er jetzt da der Stachel. Mit anderen Worten, der Paulus ist mit seinem Zerbruch zu Gott gegangen. Das heisst, er hat 3-mal gebeten. Das zeigt, dass er ein Zeitchen lang dran war. Es zeigt den Prozess. Nicht einfach schnell abgehandelt, sondern er ist zu Gott gegangen. Und er hat Gott gebeten, er ist mit seinen Wünschen gegangen, wie er sich vorstellt, dass Gott mit dem Zerbruch umgehen soll. Gott macht, dass es weggeht. Stell mir vor, wie der Paulus Gott angefleht hat, wenn er in die Gebetszeit hineingegangen ist. Vielleicht hat er sogar gefastet und gerungen darum, Gott, nimm es weg, mach es weg. Er hat so die Vorstellung im Kopf gehabt, dass Gott alles wieder so machen soll, wie es vorher war. Und das finde ich, ist ein mega wichtiger Punkt. Eigentlich mega einfach, dass wir mit unserem Zerbruch zu Gott gehen und sagen, hey Gott, mach doch etwas daraus. Dass wir Verantwortung übernehmen und sagen, hey Gott, es soll nicht so bleiben, wie es ist. Es soll etwas passieren.
Dass man vielleicht bewusst, mit Begleitung zusammen, je nachdem, was es für ein Zerbruch ist es wichtig, dass man nicht allein unterwegs ist, dass man über die Hand immer sagt, komm zusammen, hilf mir zusammen zu Gott gehen mit dem. Das ist ja das Coole übrigens an Seelsorge. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie ist denn das bei Seelsorge? Du hast ja diese und jene du hast das noch nie selber im Leben erlebt. Wieso weißt du, wie man mit dem umgehen soll und so? Und in der Seelsorge macht man etwas anderes. Man tut nicht einfach sagen, wie man damit umgeht, sondern man tut zusammen zu Gott gehen. Und Gott weiß schon, wie man damit umgeht. Gott weiß alles. Jesus hat die grössten Zerbrüche erlebt. Also, das ist das Wunderbare. Man geht zusammen zu dem, der eigentlich sich mit wirklich allem auskennt. Der mit allem zu Schlag kommt. Einfach zu Gott gehen, es klingt einfach auf den ersten Moment. Und manchmal klingt es aber auch schwierig. Ich kenne ganz verschiedene Beispiele, wie Menschen Zerbruch erlebt haben und sie haben sich angefangen bequem machen damit. Etwas, was sie ein Stück weit wie gefangen nimmt. Ich habe das Bild von einer Gefängniszelle. Zerbruch, den man erlebt im Leben, ein Schmerz, den man hat. Man kommt sich vor, als ist man eingesperrt, nicht mehr frei. Aber man fängt sich dann an einrichten. Man denkt, ja gut, jetzt haben ja plötzlich alle anderen Mitleid mit mir. Das ist echt noch ganz schön. Vielleicht ist es gar nicht, vielleicht muss ich den Zerbruch behalten. Vielleicht ist es gar nicht gut, wenn ich den los werde. Und man denkt, ja, da in meiner Gefängniszelle, das könnte ja ganz schön sein. Komm, tun wir mal da hinten ein Blümchen aufstellen im Ecke rechts und ein Bild an die Wand an. Und plötzlich wird es schon ein bisschen gemütlich in dieser Gefängniszelle rein. Und dann merkt man plötzlich, wenn ich immer so zerbrochen bin, dann muss ich ja gar keine Verantwortung übernehmen. Ich bin einfach zu schwach, ich kann dann den anderen Menschen nicht mehr helfen. Das ist echt noch bequem, da kann ich ja eigentlich für mich schauen. Da dachte ich, ja, komm, machen wir es ein bisschen schön mit dem, ein bisschen Farbe, schöne Decke, Teppich am Boden. Ja, komm, noch ein bisschen schreiben und so. Können wir da noch einen Sekretär aufstellen an der Wand hin. Und sowieso ein bisschen Licht würde ja auch noch gut tun. Dann eine schöne Lampen in die Ecke stellen. Und man macht sich so richtig gemütlich mit seinem Zerbruch. Ein bäumigen Sessel, da kann man noch ein bisschen anhöckeln und vielleicht noch ein Kästchen mit einer Statue. Schauen mal, wie gemütlich das wird in dieser Gefängniszelle da. Und damit man auch gut schreiben kann und es ein bisschen bequem ist, noch ein Stühle anstellen ans Bett. Und dann könnte man ja noch andere Lampen aufstellen. Und man vergisst, dass man auch im Gefängnis ist. Man macht es sich ganz bequem und gemütlich. Man ist zufrieden damit. Ich denke, der erste Schritt, dass man sich bewusst wird, hey, da ist etwas und Gott möchte Freiheit schenken. Das kann manchmal ein ganz schwieriger Prozess sein, einfach weil man es sich bequem gemacht hat im Leben damit. Weil es einem bequem ist, wenn man keine Verantwortung übernehmen muss, wenn die anderen einen bemitleiden, wenn man von sich wegweisen kann. Das ist so ein erster Schritt, sagen, hey, ich will aus dem Gefängnis raus und zu Gott gehen wie der Paulus. Er ist mit seinem Gefängnis zu Gott gegangen. Er hat es nicht einfach sich auf dem bewenden lassen. Er hätte ja können sagen, ja gut, dann bin ich halt so ein armer Mensch, dann gehe ich auf eine schöne Insel und mache es mir jetzt das Leben ein bisschen gemütlich. Vielleicht bist du da und merkst, dass es so etwas gibt in deinem Leben und du hast dir es bequem gemacht damit, statt damit zu Gott zu gehen und ihn zu bitten, dass er anfängt zu wirken und einen Durchbruch schenkt. Dann will ich dich ermutigen, dein Gefängnis loszulassen. Und es ist ja interessant, der Paulus beschreibt dann, wie Gott ihm geantwortet hat. Das heißt da, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott hat ihm eine Antwort gegeben. Gott hat ihn gehört. Er hat ihn erhört. Ehrlich gesagt, ein bisschen anders, als der Paulus bittet hat. He? Der ist noch ehrlich, der Paulus. Er sagt, was er bittet und dann, was die Antwort von Gott ist. Ich glaube, der Paulus hat sich das anders vorgestellt. Der Paulus hätte den Durchbruch, hat Befreiung gewünscht, dass das weggeht. Aber Gott hat ihm etwas anderes gesagt. Er hat ihm gesagt, hey, das ist dein Weg, wo du sollst gehen. Aber mach dir keine Sorgen. Da drin wirst du meine Gnade entdecken. Und da drin wird meine Kraft in dir zur Vollendung kommen. Also mit anderen Worten, Gott sagt ihm, er will etwas in Paulus zur Vollendung bringen. Also wirklich gross machen, perfekt machen, gewaltig machen. Gott hat grosse Pläne mit dem Paulus. Er sagt nicht, mit dem will ich dich abdrücken, sondern im Gegenteil, es soll zur Vollendung kommen.
Es ist eine Antwort, die voller Gnade ist. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade ist so groß, dass sie mit dem zu Schlag kommt. Es würde mich noch wundern, wie der Paulus in dem Moment reagiert hat, als er die Antwort bekommen hat von Gott. Und es zeigt mir eine ganz wichtige Lektion. Wenn ich zu Gott gehe und ihm das anlege und meine Wünsche, wie das Gott mit meinem Zerbruch umgehen soll, dass ich dann offene Ohren behalte für das, was Gott will sagen. Für das, was Gott mich will führen damit. Wie Gott das Gebet erhört, wie er Freiheit schenken will. Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Zerbrüche gibt, wo man immer wieder erlebt, wo man zu Gott geht und dann merkt, hey, Gott gibt auch keine Antwort, aber die will ich gar nicht hören und lässt es dann bei dem bewenden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da ist und merkt, dass er noch keine Heilung erfahren hat in einem gewissen Bereich, weil er den Weg nicht weggehen, den Gott parat hat. Das kann manchmal sehr unangenehm sein. Und es ist manchmal auch wichtig, um dann ehrlich zu sein damit. Ein Plan, den ich hatte für mein Leben, ich wollte eine Karriere als Musiker machen. Viele wissen das gar nicht. Ich habe, nachdem ich im Gymnasium war, in Matur, noch ein bisschen Ausland und so, dann habe ich Vorbereitungsjahr für Musikstudium und habe 5 Jahre Musik studiert. Dann habe ich angefangen zu arbeiten, ich hatte meine Pläne, ich hatte meine Vorstellungen. Zwischendrin habe ich angefangen zu arbeiten als Jugendpastor und habe genau gewusst, jetzt will Gott, da habe ich Musik und da habe ich noch die geistliche Arbeit als Jugendpastor. Das war super, das waren meine Pläne, das waren meine Vorstellungen. Und ich habe, das ist eine längere Geschichte, ich muss sie hier zusammenfassen. Ich habe verschiedene Bewerbungen gemacht, um Anstellungen zu bekommen, Teilzeit als Musiker, als Schulmusiker, ich habe Schulmusik studiert. Und das ist zum Musikunterrichten am Gymnasium, das sind immer längere Bewerbungsprozesse. Und ich weiss, doch bis heute weiss ich wieso, aber ich habe das damals wie nicht verstanden. Ich hatte ganz viele verschiedene Bewerbungen, die auch immer sehr gut waren. An 3 verschiedenen Kantonsschulen bin ich einer der letzten 2 oder 3 Bewerber gewesen. Und dann kommen ganz viele Probelektionen und Vorstellungen und Schulbesuche und so weiter. Und bei allen 3 habe ich gedacht, jetzt klappt es. Das ist die Tür, die Gott auftut. Ja, so stelle ich mir es genau vor. Und irgendwie hat es aber nie geklappt. Ich habe dann damals gefragt, ja, wieso nicht? Und sie gesagt, ja, wir hätten halt eine Frau gebraucht und der andere war eine Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich etwas ändern? Dann habe ich gefragt, ja, muss ich etwas ändern an meinen Bewerbungsunterlagen oder so? Muss ich mich anders präsentieren? Sie haben gesagt, nein, ist alles super, ist alles perfekt, ist alles gut. Einfach der andere war auch gut gewesen halt. Also, ich habe keine Ahnung, wieso das nie geklappt hat. Und das hat angefangen, etwas auslösen in mir. Oder? Man fängt dann an, sich nachzudenken, ja, bin ich irgendwie zu wenig gut? Wieso klappt es nie? Wieso tut Gott alle Türen zu, statt auf? Wieso führt er mich so wunderbar in ein Studium hinein und nachher kommt gar nicht raus dabei? Dann habe ich eine Familie daheim und will eine Arbeit haben. Und was hat Gott für einen Plan? Also in dem Moment ist es mir nicht vorgekommen wie ein grossartiger Sieg. Ähnlich wie ein Scherbenhaufen, ehrlich gesagt. Und ich bin natürlich mit dem auch zu Gott gegangen. Und Gott hat nachher schon geredet, ein bisschen anders, als ich erwartet habe. Er hat gesagt, Phil, ich habe einen anderen Plan für dich. Und er hat mich berufen, zum Pastor zu werden. Und dann bin ich jetzt da. Das ist auch eine längere Geschichte. Aber es ist eine ganz andere Antwort gekommen. Und es war nicht ein Weg vom Sieg und vom Triumph gewesen, sondern es ist ein Weg durch Zerbruch durch gewesen. Und jetzt werde ich zurückschauen und sagen, ist klar, hat Gott den so geführt. Das ist kein Wunder, oder? Oder vielleicht schon ein Wunder, mal. Aber im Moment ist es mir überhaupt nicht so vorgekommen. Und es ist interessant, wie Gott oft uns durch Zerbruch durchführen und etwas Gutes daraus bewirken. Das bedeutet jetzt nicht, dass Zerbruch im Grundsatz etwas Gutes ist. Also wenn wir Menschen Sachen zerbrechen, wir müssen nicht denken, jetzt müssen wir extra Sachen zerbrechen gehen. Und ich will damit auch nicht sagen, wenn du im Moment in einer Situation bist, wo du merkst, dass du Sachen bei anderen Menschen zerbrichst oder selber verantwortlich bist, dass Sachen zerbrechen, das ist keine Ausrede in dem Sinne, ja, Gott macht dann schon etwas Gutes daraus, da können wir noch eins draufhauen oder so. Im Gegenteil, Gott sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, oder? Das ist die Aufgabe, die wir haben. Aber wenn Zerbruch da ist, dann kann es Gott nehmen und etwas Gutes daraus machen. Ich möchte an dieser Stelle aus dem Hebräer 12 vorlesen. Im Hebräer 12, das heisst es, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst,
dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und jetzt wird die Bibelstelle oft gelesen und man hat ein Bild von Gott als irgendwie ein zorniger Vater, der mit der Rute da ist und seine Kinder züchtigen, aber das ist völlig falsch. Die Bibel zeigt das Bild von einem guten, liebenden Vater. Eigentlich, wenn wir uns vorstellen, wie ein guter Vater ist, ein perfekter Vater ist, dann ist Gott einfach noch besser, noch ein besserer Vater. Und er hat einen Plan mit seinen Kindern. Er will sie erziehen. Er will sie fördern, er will sie reifen lassen, er will sie zur Mündigkeit bringen. Und der Schreiber sagt da, oft passiert das nicht. Oder ist es vielleicht sogar so, dass es meistens durch so Leidsituationen passiert? Wenn ihr mit Kindern zu tun habt, dann werdet ihr ganz viele so Beispiele auch kennen. Ich musste nicht lange studieren. Ich war mit meiner kleinen Tochter unterwegs mit ihrem Velöli und sie hat einfach nie gelernt, das Gleichgewicht zu halten. Aber ich wusste, sie kann es. Mit dem Laufrad klappen, das Trampeln kann sie auch. Eigentlich ist alles da, dass sie es mit dem Velo auch schafft. Und sie ist immer ein bisschen gefahren und schier rumgekehrt und ich habe sie gehebt und so hin und her und habe schon fast einen Rückenschaden gehabt. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich lasse sie jetzt fahren. Simona, ich lasse dich fahren. Sie ist gefahren, 3 Meter, ist sie umgekippt und umgekehrt. Dann hat sie gemerkt, okay, mein Papi hebt mich wirklich nicht. Dann ist sie aufgestanden, ist wieder draufgehockt und dann ist sie gefahren. Und nicht mehr umgekehrt. Das ist natürlich noch überschaubar, wenn man mit so einem kleinen Velöli umgeht, wo man nicht gerade Angst hat, dass ein gewaltiger Unfall passiert. Aber in dem Moment hat es das wie gebraucht, dass sie merkt, hey, das ist nicht einer, der mich immer hebt in allem, sondern ich kann das selber. Und was denkt ihr, ist sie nachher mega hässlich auf mich? Hat sie geschumpft mit mir, dass ich sie nicht gehebt habe? Im Gegenteil, sie war mega stolz. Sie hat mega Freude gehabt, dass es plötzlich so gut klappt, dass sie auch fahren kann. Sie ist da, dann ist sie den Weg. Hey, das war schön zum Schauen. Und sie hat gestrahlt. Das ist so ein Beispiel, das mir zeigt, Gott will uns doch in eine Selbstständigkeit, in eine Mündigkeit, in etwas Kraftvolles hineinführen. Der Autor von dem Buch, das ich auch aufgelegt habe, das mir das Thema gut behandelt, das Geheimnis seiner Stärke, der beschreibt es so da. Ich will das kurz als Zitat vorlesen. Gott investiert durch sein Erziehen, Formen, Trainieren und Korrigieren in unser Werden und unsere Reife. Also Gott macht das nicht, weil er etwas gegen uns hat, sondern im Gegenteil, weil er etwas für uns hat. Das ist so cool, ich muss das ganz schnell noch weiterlesen. Da. Dabei wird er von seiner tiefen Liebe uns gegenüber bewegt, die uns nicht klein halten will, sondern darauf zielt, dass wir aufblühen und in eine einzigartige Bestimmung hineinwachsen, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Bild, das die Bibel uns zeigt, das Gott für uns hat. Jetzt können wir denken, das ist an Paulus jetzt auch so passiert. Gott hat etwas Gutes gemacht aus seinem Zerbruch, hat es ihm nicht weggenommen, sondern ihm etwas gezeigt. Wie geht es der Paulus damit um? Das beschreibt er auch noch und das überrascht mich also auch. Er sagt da, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also mich erstaunt das. Der Paulus ist richtig Fan geworden von dem Gedanken, dass Gott ja gerade in seiner Schwachheit besonders stark wirken will. Dass er selber Kraft von Gott unglaublich erlebt. Viel mehr, wenn er schwach ist, als wenn er stark wäre. Und dass, wenn er zu einer Gemeinde wie zu den Korinther geht und ihnen erzählt vom Evangelium, von der Kraft von Gott, dass es eine ganz andere Message ist, wenn er selber in Schwachheit kommt und Gott stark durch ihn wirkt. Also wenn er selber der starke Held ist, der auf der Bühne steht. Es ist auch spannend, wie das da steht. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also Paulus identifiziert sich da ganz mit Gott.
Dass die Kraft Christi bei mir wohnt. Das Wort, das da für Wohnen gebraucht wird, ist so wie mit Zelt. Das Zelt, das einem überspannt. Also der Paulus erlebt so, dass wie die Kraft von Gott ihn umhüllt, beschirmt, umgibt. Die Gegenwart von Gott in seinem Leben, wo da neue Kraft hineingibt. Und der Paulus erlebt es als etwas, hey, da ist Gott am Wirken und er schenkt den Durchbruch anders, als ich mir gedacht hätte, aber es ist das Beste, es ist richtig, er schwärmt. Er sagt, ich rühme mich sogar dafür. Und jetzt bist du vielleicht da und sagst, okay, das ist jetzt ein schönes Beispiel da von Paulus. Ist es dann bei Gott immer wieder so? Hat Gott nicht auch andere Wege? Gott hat natürlich ganz verschiedene Wege. Aber gerade wenn wir die Bibel anschauen, dann ist das sehr, sehr oft der Weg, den Gott wählt, durch den Zerbruch durch. Das geht auch von vorne bis hinterst so durch. Dass Gott gerade die Schwachheit auswählt, um diese kraftvoll zu wirken. Nur um ein paar wenige Beispiele zu nennen. Die die Bibel gut kennen, der kommt euch wahrscheinlich hunderte Beispiele in den Sinn gerade. Der Abraham und Sarah. Eine Verheißung. Aus uns soll ein Volk entstehen. Und Sarah? Die ist unfruchtbar. Das ist nicht gerade ein Moment von grosser Stärke, um ein Volk zu gründen. Also ich weiss nicht, wie das gehen soll. Aber Gott, der genau dort rein kraftvoll wirkt und ein Wunder tut. Und ein anderes Beispiel, der Mose, ist in der Wüste. Gott wird ihn berufen, es ist da der brennende Dornbusch und so. Und der Mose kämpft richtig darum, dass Gott ihn nicht sendet. Ich kann nicht reden. Ich kann das nicht. Ich bin ungeeignet dafür. Und dann wird der das Volk Israel aus der Versklavung herausführt. Er wird der grösste Prophet von Israel. Oder allgemein Propheten im Alten Testament, wo Gott braucht zum Wirken. Also das sind ja arme Typen gewesen. Oft verstoßen, ins Gefängnis geworfen, ausgeschlossen, körperlich angegriffen, alles Mögliche. Aber Gott hat sie gebraucht. Oder die ganze Geschichte mit dem Volk Israel, im Alten Testament, da haben sie ein schönes Königstum und so, aber sie wollen von Gott nichts mehr wissen. Sie brechen mit Gott. Aber Gott braucht das. Die Israeliten haben das Gefühl, hey, Gott wird alles wiederherstellen. Ja, da werden wir ein grosses Volk und die ganze Welt beherrschen. Oder weiß auch nicht genau wie. Keine Ahnung. Gott verheißt ihnen. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf, Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Der Baum ist zerbrochen, er liegt da. Die Israeliten haben das Gefühl, er wird auch wieder aufgestellt und grünt. Aber Gott hat einen anderen Plan. Er schafft im Zerbruch etwas Neues. Er nimmt es und formt es um und macht ein Kunstwerk daraus. Das ist der Spross, der kommt, Jesus, der gekommen ist. Und so eine Geschichte von Jesus ist ja ganz eindrücklich. Der grösste Sieg, den Jesus errungen hat, ist im grössten Zerbruch passiert. Die grösste Schwachheit überhaupt. Ich will zum Schluss kommen. Ich habe das letzte Mal schon 4 Punkte gezeigt, wie wir mit unserem Zerbruch umgehen sollen. Das erste ist Verantwortung übernehmen, so wie das der Paulus hier auch gemacht hat. Verantwortung übernehmen. Rausgehen aus dem Gefängnis, nicht in diesen Gefängnismauern hineinbleiben. Das auch nicht alleine zu machen. Begleitung holen mit einem Freund, mit einer Freundin, mit jemandem, den man auskennt. Man kann natürlich auch unsere Gesprächsbox buchen, die wir zur Verfügung stellen, einfach zum zusammen mal etwas bereden. Da kann man kommen und das nutzen. Wir werden nachher auch Ministry Time haben, dass man einfach auch für sich beten lassen kann. Vielleicht so für den ersten Schritt mit etwas. Der dritte Punkt ist, die Wunden zu Jesus bringen. Wir haben am letzten Sonntag darüber geredet, wie Jesus wirklich Kraft hat, Wunden zu heilen, weil er sie ans Kreuz getragen hat. Und das vierte, wenn wir zu Jesus gehen damit, offen sein für den Durchbruch, den er will schenken. Am nächsten Sonntag werden wir noch mehr darüber nachdenken, auch wie das aussehen kann, was Gott alles Gutes aus Zerbrüchen machen kann, was er alles Gutes daraus schaffen kann. Und es ist ganz interessant, wenn Jesus einen Durchbruch schenkt, dann fängt er ganz an dem Punkt an, dass er den ersten Zerbruch wieder gut macht. Der Zerbruch, den wir Menschen haben zwischen uns und Gott. Dass er den Zerbruch als erstes wieder gut machen will, als eine Basis für alle anderen Zerbrüche, die wir haben im Leben. Und es kann sein, dass wenn du da bist, dass du zuhörst und du hast einen Zerbruch in deinem Leben und du merkst eigentlich, deine Beziehung zwischen dir und Gott ist gar nicht geheilt, die ist gar nicht wiederhergestellt, sondern die ist ja zerbrochen. Dann kann es sein, dass Gott genau an diesem Punkt anfängt. Und die Bibel beschreibt das als einen ganz einfachen Weg, dass wir zu Jesus kommen dürfen, dass wir ihm unsere Zerbrüche, unsere Schulden, unsere Sünden bekennen. Und es heisst im 1. Johannes 1,9, wenn wir zu ihm kommen,
und unsere Schulden, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von allem, von allen Sünden und vergibt jede Ungerechtigkeit. Und dann dürfen wir Jesus in sein Leben aufnehmen und sagen, der Raum, den es gegeben hat, den sollst du füllen, Jesus. Im Johannes 1, Vers 12 heißt es, alle, die Jesus aufnehmen in ihr Leben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gaben die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Vielleicht bist du da und sagst, hey, eigentlich möchte ich zuerst einfach mal zu Gott zurückkommen und den Urzerbruch wieder gut machen. Das können wir Menschen nicht, aber Jesus kann das und mit dem dürfen wir zu ihm kommen. Und dann, wenn wir Jesus aufnehmen ins Leben und Gott als unseren guten Vater haben, dann fängt er uns an formen, bilden, transformieren, Neues schaffen, Wunder heilen. So wie er das weiß, was gut ist. Wir möchten in einen kurzen Moment vom Gebet hineingehen, um zusammen das auch von Gott zu bringen. Danke Gott, dass du unsere Zerbrüche kennst, dass du unsere Schwachheiten kennst, dass du unsere Herausforderungen im Leben kennst. Und danke Gott, ist das für dich absolut kein Problem. Und wenn wir nur einen Scherbenhaufen sehen, dann kannst du das nehmen und kannst etwas Neues daraus gestalten. Kannst etwas Wunderbares daraus machen. Kannst etwas Neues daraus wachsen lassen. Du bist nicht ein Gott, der einfach alles wieder im Status quo zurückmacht, sondern der etwas Neues schafft. Und er schenkt, dass es wertvoll werden darf, gerade dort, wo wir Zerbrüche haben. Und Jesus, vielleicht sind uns gerade in dem Moment eine Sache in den Sinn gekommen. Und wir bitten dich in dem Moment, dass du uns Kraft schenkst, um den ersten Schritt zu dir, Jesus, zu gehen. Vielleicht mehrmals, vielleicht in einem längeren Prozess. Deine Antwort dazu zu suchen. Und in deine Nähe kommen, Jesus. Schenk du Antwort, Jesus. Amen. Ich möchte dich ermutigen jetzt, in diesen paar Momenten, die wir haben, um zusammen singen, Musik haben, dass du dir überlegst, was ist der nächste Schritt, den Gott dir mitgeben will. Eine Möglichkeit ist, dass du auch den Gebetskalender mitnimmst. Die liegen hinten auf oder sind auch im YouTube unten verlinkt. Gebets- und Fastenzeit von Ostern, da hat es persönliche Anregungen drin für Heilung, zum zu Gott kommen, zum Wunder heilen lassen. Gerade heute startet es mit Selbstgesprächen, heisst es da, um über sich selber, seine Wunden nachzudenken. Es passt so gut. Und es hat für jeden Tag einen kurzen Bibelvers und ein paar Gedanken dazu. Also wenn du an dem Thema dranbleiben willst, kann das etwas sehr Wertvolles sein. Heute heisst es aus dem Psalm 42, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Eine Möglichkeit ist jetzt auch ganz praktisch, dass du dir vornimmst, mit wem du mal zusammensitzen willst, um etwas zu besprechen. Oder dass du jetzt gerade während der nächsten 3 Lieder unsere Ministry Time nutzt. Es hat 2 Leute, die sich zur Verfügung gestellt haben, um einfach ein kurzes Gebet zu machen für dich. Die haben so einen kleinen Badge an, sind schon hinten parat, da steht drauf Ministry Time. Also kannst du zu ihnen hingehen und einfach dein Anliegen, das du hast, wo du dir ein Gebet wünschst, für Segen, für Kraft, was auch immer, darfst du sagen. Vielleicht ist es auch ein Gebet wirklich zum nächsten Schritt gehen in deinem Zerbruch. Du darfst mit dem hindern gehen und es wird auch für dich gebetet. Die 2 Leute sind sehr gerne bereit, um für dich zu beten. Und eine Möglichkeit für einen nächsten Schritt ist einfach wirklich Verantwortung übernehmen, ehrlich sein und sagen, hey ja, dort ist ein Punkt, dort kann Gott wirken, den will ich nicht länger zurückhalten. So nutze die Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, im Gebet, indem dass du zum Gebet gehst, im Ministry Time oder auch im Singen, weil wir dürfen wirklich einfach zu Jesus kommen mit dem, was uns beschäftigt. Und er hat so gute Pläne, holt uns aus aller Verlorenheit raus. Er liebt uns so unendlich, dass er das Gute will machen in unserem Leben, dass er Gutes will bewirken, weil der Sohn von Gott, Jesus, ist gekommen, um uns wirklich frei zu machen. Lass uns das zusammen singen.